Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Und in der letzten Episode sind wir hier noch vor dem Spinnerabkauer, nachdem der uns aus dem Brunnen wieder rausgespuckt hat. Und jetzt geht's gerade weiter. Jetzt muss ich mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich glaube, das war ja genau Kreis, halt das. L war die Kamera, R1. Kann ich zurückzoomen, der ist schon lang hinüber. Okay. Hier war dann Renner. Ne, das war Rumgeher. Das war... Ja. Das war Springer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann was geben. Und L3 war, glaube ich, Renner. Okay, na dann geht's jetzt mal weiter. Genau, R3 war hier das. Lauter Tote. Der Kindergatte hier. Meine Fresse. Alter, ist das scheißen gruselig hier wieder. Ich fange jetzt schon gerade wieder an. Wir hängen gerade Minute erst hinter uns und ich denke schon, ich will nicht. Oh yes, das vergesst das. Speichert. Oh Gott. Oh oh. Spinner kommt, Spinner kommt. Oh, hoffentlich sieht er mich nicht. Das ist der, der uns verfolgt hat. Und er hatte Machete dabei. Oh Gott. Geh bloß weg, du lustiger Spinner. Verstecke mich hier unter dem Ding. Und dann gehen wir hier mal wieder in der Hocke. Dann weg. Weg, 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 weg. Da ist jemand. Wings just Lass mich in Frieden. Lass du mich. Lass mich dann, du Sackkopf. Getötet vom Sackgesicht. Mann, oh Meter. Na gut. Okay, wenn ich weiß, Sackgesicht kommt. Da weiß ich, Spinner kommt. Es ist halb so schlimm, wenn ich weiß, Spinner ist da. Und dann muss ich rennen. Und dann die der zumacher wahrscheinlich. Fremde mögen wir hier nicht besonders. Okay, jetzt robbe ich mich da weiter. Bin hier einigermaßen sicher. Wieder eine Stufe höher. Noch eine Stufe höher. Die Sackgesichter könnten Ketzer sein. Jetzt rennen. Dann zu. Dann machen wir hier ab. Und da kann ich weiter. Okay, jetzt rennen, rennen wie der Wind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist mir jetzt gerade egal, wenn jetzt einer kommt, dann ist mir das... Ah, na. Kommt der hinter uns? Oh Gott. Was ist das jetzt? Was ist dann das für neu... Oh Gott, die lebt noch. Was ist denn das für eine neue Teufelei? Ich hoffe, der andere Mensch kommt uns nicht hinterhergerannt, das Sackgesicht. Ach du Scheiße. Somebody there will know where they've taken Lynn. Ja, bestimmt. Der Vorführungssaal. Oh Gott. I guess this is where the magic happens. Chairs for an audience to watch. I only saw her afterwards. I couldn't have... Wonach? Moment, ich muss auch gerade mal Batterie checken. 2 habe ich noch im Sack, genauso wie 2 Verbände. Okay. Lebst du noch, gute Frau? Ach du Scheiße. Hat die hier gerade... So sieht's bei mir übrigens auch aus auf dem Stuhl. Ne, da ist er noch ein bisschen gecuttet worden. Ach die Scheiße, also ordentlich zerschnitten worden. Hat sich hier eingeschissen und höchstwahrscheinlich auch hier Kind geboren. So gehe ich auch immer aufs Klo. Ach die Scheiße. Da noch so ein paar Kackwürste. So sieht es bei mir auch unterm Stuhl aus. Da ist immer mein Urineimer. Da ist immer mein Großeimer. Ja, so schlafe ich auch immer. Vor allem auch immer schöne Benzinkanister daneben. Das ist so richtig heimisch. Und die gucken dort zu, weil das Co-Profile Widerlinge sind.
Ach du heilige Scheiße. Wo sind wir dann hier gelandet? Also, Waldsee mal wieder. Die Waldsimmer. Ferkel Alminanna. Aber die Frau kann anscheinend auch nicht retten. Das war wohl zu verstörend für die. Oh Mann. Puh, Scheiße. Hier spielt die Musik. Hier scheinen sie zu entbinden, die Frau. Und wahrscheinlich glauben sie immer, dass sie der Antichrist hier im Leib haben. Jede Frau scheint wohl angeblich der Antichrist im Leib zu haben. Und das ist eine Grube mit nackischer Leid. Ich darf mich korrigieren, mit nackischer dicke Leid. Uah, die Spinnemusik. Und die werden hier reingeschmissen. Warum auch immer. Ach du Scheiße. Frauen sind auch dabei, wie es aussieht. Rein mit euch in Sündenloch, Sündenloch, Sündenloch. Uah, Shit. ja, bloß nicht abrutschen, Blake. Wir sind eine barmherzige Sekte. Und Sünder kommen in Sündenloch, Sündenloch, Sündenloch. Wow, die Musik. Anna. Widerwärtig. Da scheint noch nichts zu kommen. Das heißt, wir können uns das hier in Ruhe nochmal durchlesen. Gott weiß, was ich getan habe. Und er zwingt meinen Blick darauf, wenn ich schwach bin und Angst habe. Es war nicht meine Schuld, dass Judah nicht schwimmen konnte oder dass er mich nehmen wollte. Ich hätte ihn gerettet, hätte ich die Kraft gehabt. Ich zweifle nicht an dir, Herr, doch bitte zwing mich nicht Tag wie Nacht von solchen Träumen heimgesucht zu werden. Ich kann ihn nicht mehr ertrinken sehen. Nimm meinen Tod als Buße, denn ich trage Papanovs Kind und leide Schmerzen, wie ich sie nie kannte. Das Kind in mir muss der Erzdämon sein, bei den Albträumen und den Leid, den in und um mir. Ich bin dein. Okay, ich revidiere mal Aussage. Das ist nicht Sündenloch, das ist ein Selbstmordloch. Wir gehen die ganze Spinnerei, die sich selber umbringen wollen. Ach du Scheiße. Der Papanov scheint wohl alles zu schwängern, was er kann. Und sagt dann, es sei der Antichrist. Das ist doch auch ein widerwärtiger Misogyn, der Typ. Vergewaltigt hier wahrscheinlich jede Frau und sagt dann, du hast den Antichrist in dir. Ich habe den Teufel erfunden. Was ein Arschloch. Mann, oh Meter, da bin ich sprachlos. Ich meine, selbst was so amerikanisch-christliche Sekte ist das abartig. Es wird mich mal interessieren, was Red Barrels hier als Vorbild genommen hat. Ob die irgendeine besondere Sekte Vorbild gehabt hätten oder ob die das einfach so ganz eigen erdacht hätten. Das geht mich nicht mal wundern, wenn das tatsächlich irgendeine Art von reales Vorbild hätte, das Ganze. Da kommt da jetzt bestimmt jemand durch. Ding, 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 ding. Oh Mann, oh Meter. Okay, da ist zumindest ein Gitter davor. Das ist nicht schlecht. Ganz langsam. Oh, oh. Oh, fuck. Oh, leck. Die kommen jetzt rein. Was kann ich da noch machen? Oh Gott. Da kann ich da gar nichts mehr machen. Renn hoch! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Renn durch! Oh Gott, da kann ich nicht durch. Da sind sie schon. Die Papa-Knotlinge. Renn, 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 Blake! Renn! Renn, wie du noch nie gerannt bist. Ach du Scheiße. Lass mich in Frieden, du Freak! Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Wart schneller noch, Blake. Oh Gott. Zumindest hat er mich attackiert, der Herr. Oh Gott. Oh oh, die haben mich gefunden. Ich hab schon gesagt, er ist unter dem Haus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, jetzt spießen sie da noch durch. Mit ihrer Mistgabel. Wann kommen die Fackeln? Ich glaube, da kann ich raus. Ach du Scheiße, es ist der Pöbel noch hinter mir her. Renn, 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 Blake, 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 Blake. Blakey Boy. Ach du Scheiße. Interagieren. Okay.
Mach. Oh Gott. Wo dann? Ja, geh doch rein, verdammt nochmal. Ich weiß nicht, wo hier. Da hier. Mann. Und sie weinten die 7 Tage vor ihm. Ah, leck mich doch am Käppel. Kannst doch 7 Tage noch mir noch greiner. Oh Gott, nee, da komme ich nicht durchgehen. Oh Gott, ich bin immer noch nicht sicher. Kann ich gerade nur rennen? Aber die Musik hört auf. Puh. Hui. Ich meine natürlich, wow. Das war locker, ne? Scheiß doch die Wand da. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Das ist dermaßen heftig. Also ich muss sagen, was die Verfolgung und die Jagde hier angeht, da nimmt sich das im Vergleich zu Outlast Ends nix. Du widerliches Schwein. Das ist echt heftig. Also, achte Nachfolger versteht es definitiv hier, Stimmung aufzubauen. Und ich für mein Teil fühle mich permanent bedroht. Ich fühle mich permanent beobachtet, permanent bedroht und permanent verfolgt. Papier ist kostbar. Jegliche Nutzung für Zwecke, abgesehen vom Kopieren, Knots, Evangelium, muss von einem Diakon genehmigt werden. Auf das Stehlen oder die Verschwendung von Papier steht die Blutstrafe. Das sollte mal an Universitäten einführen, wie ich finde. Oder generell in jedem Büro, in jeder Kanzlei. Oh, die scheinen wohl definitiv nicht so viel Papier hier zu haben. Können zwar auch nicht selber produzieren. Bist du tot? Bitte sei tot. Ich würde mir so wünschen, dass du einfach tot bist und bleibst und nicht noch mehr greifst. Ich hasse so Grabsch-Typen. Oh Mann. Gitarrespieler. Okay. Hallo? Hi. Jetzt bin ich in der... Nein, geh doch rein. Jetzt bin ich doch in der sagenumwobene Kapelle. Oh. Guck. Oh Mann. Okay, da ist wieder irgendwas. Wieder Altifra oder Eltarifra. Da ist irgend noch was mit Heaven. What the fuck? Was dann? Oh Gott. Am I losing? Ja, das bist du, glaube ich, schon längst. Close. Nimm einen Freitod. Ja, ganz toll, ganz reizend, warum du sterben musst. Going to heaven. God. Before they killed the children. Gott. I should have loved me. What am I doing? Du Scheiße. Mann, oh Meter, ist das ein krasser Scheiß. Das scheint hier die Schule zu sein. Don't be afraid. You're going to heaven. Hab keine Angst, du gehst in den Himmel. Ja, toll, das kriegen sie hier vor ihrem Kindermord eingetrichtert. Also die Kinder kriegen das eingetrichtert, bevor sie abgemurkst werden, nämlich jetzt mal A. Manometer. Knüppelhart, die ganze Scheiße hier. Absolut knüppelhart. Okay, komm. Wir gehen weiter. Wir dürften noch 2 Batterien im Sack haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 3 sogar. Okay, noch sind es nur noch 2. Mist, erst 14 Minuten vorbei. Boah, ich sehne mich langsam wirklich noch Episodeende. Ich muss nach jeder Episode, wenn ich fertig bin, immer in die Rache gehen. Das macht mich oft sehr fertig. Das Spiel. Das war ja schon bei Outlast Ends der Fall. Noch schlimmer ist, dass überall so geschmackloses Bild von dem Typ da hängt. Schimmelt das schon? Nee, sieht nicht so aus. Ich bin immer gespannt, ob man dem Typ jemals in echt begegnen. Und ob dem dann wirklich sein linkes Arm fehlt. Und ob der echt so enorm fett ist. Ich bin sehr gespannt. Und irgendwie hoffe ich doch zugleich, dass man dem Typ nie begegnen. Weil der ist so dermaßen abstoßend. Ich glaube, ein schlimmerer Antagonist habe ich selten erlebt in einem Spiel. Mir fällt zumindest gerade keiner ein. Ja, mal
wieder was. Ziel. Die Kinder sollen ihre Pflicht nicht fürchten, sondern sich an ihr erfreuen, denn sie sichert ihnen einen Platz im Himmel. Denkt daran. Im Himmel ist kein Schmerz. Papa gab dir Leben und dein Leben ist sein. Gott gab dir dein Leben und dein Leben ist sein. Du kannst der Feind sein, ohne es zu wissen. Angst ist die Waffe des Feindes. Gott kennt den Weg. Beschäftigen, studieren. Der Wal rettet Jona vor dem Ertrinken. Jesus in der Wüste mit Satan. Abraham tötete Isaak im Herzen. Projekt Engel zeichnen. Wer könnte der Feind sein? Ja, das halte ich für sinnvoll. Das habe ich in meiner Schule auch immer gemacht. Also, das passt. Oh, das ist das Allertraurigste. Dann so kleines Kinderbettchen hier bei dem Erwachsenenbett. Wobei man genau weiß, die Kinder werden es nie packen hier. Ich nehme an, wir müssen hier raus. Über das schicke Wellblechdach hier. Oder? Müssen wir da lang? Anscheinend, ja. Ja, dann heil dich mal Blakerino. Glücklicherweise kriegt er immer nur die Narbe, die wieder aufgeht. Also da kennt er nichts. Das ist immer nur dieselbe Narbe, die aufgeht. Was anderes hat er nicht. Finde ich aber irgendwie auch cool gelöst. Teddybär. Ja, irgendwie finde ich das schon cool gelöst, dass man jetzt auch Verwundungen hat. Und, also Wunde kriegt. Und auch die Wunde heilen muss. Bei Outlast Ends habe ich ihm mal erklärt, die einzige Möglichkeit für mich, dass der halt wirklich sowas nicht gebraucht hat an Heilung, war wahrscheinlich, dass der voller Adrenalin war. Mama, Frau Carson hat gesagt, ich darf nicht sagen, was sie machen werden. Aber sie hat nicht gesagt, dass ich nicht schreiben darf. Bitte lasst sie mich nicht töten. Ich liebe dich und Papi, Juliana. Das bricht mir irgendwie das Herz gerade. Das ist ganz, ganz schrecklich. Nicht nur, weil es in so einem schlechten Kinderdeutsch ist, sondern weil die Botschaft auch ganz furchtbar ist. Wundert mich dass es hier nicht so viele Schreibfehler gibt, weil allzu intelligent sehen wir die Leute nicht aus. Okay, der Papa Knot könnte noch irgendwie Ausbildung gehabt haben vorher. Ja. Da gucken wir doch mal, dass wir da irgendwas organisiert kriegen, wo drauf stelle kannst. Wo dich drauf stelle kannst, herrje. Ich nehme an, das Ding wird jetzt hier durch. Wir müssen wahrscheinlich schieben von hier aus. Das machen wir doch glatt. Dann schieben wir den Karrer. Oh Gott. Ich bete nicht mit dir, du Freak. Ja, uff. Ist das die Martha? Oder ist einer hinter mir? Ich glaube, es war die Martha. Aber ich höre nur furchtbare Geräusche überall um mich. Ah ne, das ist wieder die... Ach, es ist wieder unsere Spinnerfreundin. Mit dem Messer. Die Ritsche-Ratsche Kinderfrau. Oh je, oh je. Oder die Ritsche-Ratsche Messerfrau. Mann, oh Meter. Ja, scheiß die Wand da. Besser als die Martha. Oh, was für schöne Lieder du singst. Die habe ich noch in kein Kirchebuch gefunden. Gibt es das auch auf iTunes? Das finde ich cool. Warum nimmt er das nicht auf? Das sind wunderschöne Lieder. Die gibt es ab sofort auch auf iTunes, auf dem Kirche-Download-Center. Ja, müsst ihr mal gucken. Bei der Kirche- und Psycho-Lieder ist das hier mittlerweile die Nummer 1 in den Charts. Die Batterie, die nehme ich. Den Hut, den ich eigentlich auch ganz gerne mitnehme. Das sieht auch sehr praktisch aus. Kapitel 10. Dann zeigte der Herr mir das Werk, das auf dem Amboss Temple Gates geschmiedet werden soll. Eine Klinge scharf, dass sich selbst die Kehle des spinnenäugigen Lamms schneiden kann. Und ich versammelte meine Jünger aus dem Land Al-Bakuk und der Stadt Holy Faith von den impotenten Apokalyptikerinnen in Los Alamos, ständig gejagt von den Zöllnern und ihren Steuersammlern. Gehetzt wanderten und wuchsen wir zu einem Stamm durch die Wüste.
Der Herr gab Ezekiel mehr Frauen als Brüder, doch ich wies keine ab. Weder Diebe noch Huren, Vergewaltiger, Süchtige, Mörder, Kinderschänder, Krüppel. Und ich fragte den Herrn um Rat wegen der Versuchung vieler Frauen, und eine Stimme starken Weines sprach: Kennst du nicht Abraham, Jakob, David und Salomon? Ich befehle nur, dass keine Frau gegen ihre Schwester eifert. Entdecke nicht den Körper der einen, solange die andere lebt. Und nimm nicht deine Töchter über ihre Mütter vor ihrem ersten Blut oder wenn die ältere noch lebt. Und deine Frauen und Töchter werden deinen größten Krieger haben, in Wimpeln mit Waffen, die weihen. Und es sei an dir, Kinder mit diesen Frauen zu zeugen und Kinder mit diesen Kindern und Kinder mit diesen, bis dein Blut eine Nation ist. Und von dieser Nation wird der Feind entspringen. Denn 5 Generationen Inzest sind nicht gerade förderlich für eine Population, Papa Knot. Manometer. Und ich sage ihr, liebe Leute, an der Stelle, an dem heiligen Amboss hier in Templegate, mache ich einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Also, machen's gut und bis morgen. Eiern. Yankee.